Ciao zusammen und willkommen hier wieder bei einem kleinen Video, wo es ums Zocken wieder mal geht. Und heute möchte ich einfach wieder einmal eine kleine Präsentation machen von einer Game-Bestellung, die ich erst kürzlich tätigt habe. Ja, und genau die Games, die ich eben bestellt habe, die möchte ich jetzt einmal präsentieren. Und von dem her geht es jetzt gerade über und ich fange an zu zeigen. Okay, da wäre ich jetzt also wieder. Am Tisch, wo alle meine Videos entstehen, in der Bearbeitung, an meinem PC da. Und genau da möchte ich jetzt die Games, die ich jetzt erst kürzlich bestellt habe, präsentieren. Und dann fange ich gerade mal mit dem ersten an. Und zwar haben wir da. Ui. Okay, so geht's. Borderlands, The Handsome Collection. Und wie das schon erahnen lässt, sind das zwei Games in einem. Und zwar Borderlands 2 und Borderlands The Pre-Sequel. Und ja, ich habe mir das wirklich ziemlich gut überlegt, ob ich das bestellen soll. Denn ich bin mir wirklich sehr lang unsicher gewesen. Weil es erstens einmal ein First-Person-Shooter ist und ich nicht gerade wirklich viel aus dem Genre bisher gespielt habe. Aber es hat mich immer schon auch ein bisschen interessiert, auch von der Art und Weise, von der Grafik her, mehr so im Comic-Stil. Und ich muss zugeben, gerade Borderlands 2 habe ich jetzt einmal als allererstes einmal ein bisschen ausprobiert, schon einmal. Ich konnte nicht warten. Und ja, ich muss sagen, bisher gefällt es mir ziemlich gut. Es ist auch nicht wirklich so, wie man sich jetzt so einen 0815-Shooter vorstellt. Also eben, dass jetzt da Horden auf einen zukommen und man schießt wie wild um. Also die Klassiker, die Klassiker, die Klassiker, Mann. Die klassischen Spiele aus dem Genre finde ich ehrlich gesagt dagegen fast schon ein bisschen langweilig. Es hat auch viel Wortwitz. Und also viel von Borderlands 2 habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, ist es ziemlich interessant. Und bisher macht es Spaß, ja. Und ja, ist eigentlich eine gute Bestellung gewesen. Und das zweite, was ich noch bestellt habe, ist das Mass Effect Andromeda. Jawohl. Und somit habe ich jetzt wieder einmal alle Games habe ich jetzt zusammen, denn schon aus der ursprünglichen Mass Effect Trilogie habe ich alle 3 Spiele gespielt. Und jetzt habe ich somit auch das 4. Game, wo in einer komplett anderen Zeit als die Trilogie stattfindet. Aber mir haben die bisherigen Mass Effect Games schon so gefallen. Und ich selber bin auch ziemlich interessiert an Galaxien und Planeten und an alles, was damit zu tun hat. Und ja, ich bin schon einmal gespannt drauf. Bisher habe ich es noch nicht gezockt, aber das wird schon bald einmal kommen. Denn wie ich schon erzählt habe, aus der Trilogie habe ich schon alle 3 Games durchgezockt. Und von dem her wird es wahrscheinlich nicht allzu lang gehen, bis ich das dann auch einmal anfange. Und jetzt noch als allerletztes aus der Sammlung kommt quasi fast schon ein bisschen Art das Highlight, wenn man so will, auf das, was ich auch wirklich gewartet habe. Und zwar die Complete Edition für Horizon Zero Dawn. Ja. Also schon von Anfang an, als ich die ersten Videos geschaut habe, eigentlich
Außer jetzt ein bisschen Gameplay aus einem Livestream und sonst irgendwelchen Trophäenvideos habe ich eigentlich praktisch gar nicht über das Spiel geschaut. Aber von dem, was ich gesehen habe, bin ich überzeugt gewesen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das jemals bestelle, dann möchte ich auch eine Version haben, wo noch alle Zusätze dabei sind. Und genau das ist eben die Complete Edition. Und ja, es ist jetzt halt einfach ein bisschen eine dumme Zeit gewesen, wo jetzt das rausgekommen ist. Das ist nämlich released worden Anfang Dezember, also mitten im Weihnachtsgeschäft. Und darum habe ich jetzt noch schön ein paar Wochen gewartet. Und ja, also das ist auf jeden Fall das Highlight von meiner Bestellung. Und das in allen Facetten durchzuzocken, darauf werde ich mich jetzt schon megamäßig freuen. Und ja, das wären also die Games gewesen. Was ich jetzt noch schnell mache, ist auch noch die CDs zeigen. Weil das habe ich ja schon in meinem letzten Präsentationsvideo gemacht. Und von dem her, bis grad. So, und wiederum anfangen wir wieder bei der Borderlands Handsome Collection. Gerade das Game, wo schon für ein paar Stunden bei mir auf und ab gelaufen ist. Und so sieht also die CD aus. Und da sieht man auch so ein bisschen das Borderlands Logo, das sieht man da auch. Sieht man es da sonst noch irgendwann? Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls an vielen Stellen sieht man das Logo, eben da, den Bogen da. Ja, richtig nice. Und was mir eben da dran auch gefällt ist, weil ich es ja schon ein bisschen gezockt habe, finde ich es eben toll, man kann die CD gerade in die Konsole schmeißen und dann kann man gerade auswählen, willst du Borderlands 2 zocken oder der Pre-Sequel und dann startet das Game gerade, also keine langen Umschweife, sondern gerade CD rein und los geht's. Gefällt mir richtig sehr. Das wäre einmal das. Und dann beim Mass Effect. Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass es da nicht wirklich viel gibt mehr an Büchern zum Lesen. Also, ja. Das hat leider ein bisschen abgenommen. Aber das ist jedenfalls die Game-CD von Mass Effect Andromeda. Und die gefällt mir wirklich richtig sehr, weil da sieht man auch drauf ein Planet und ein Mond, glaube ich auch noch. Also ein richtiger Anblick, den ich für stundenlang anschauen könnte als Hobbyastronom. Und ich denke mal, gerade wenn es dann wieder ums Erkunden geht von irgendwelchen Galaxien und Planeten und Monden, da werde ich dann wieder abschweifen können für Stunden und Stunden. Und es nimmt kein Ende. Das war nämlich auch wie in den Mass Effect Games von der Trilogie, wo man verschiedene Sachen lesen kann über die verschiedenen Planeten im Spiel. Und da habe ich wirklich jeden Planet entdecken, was über den steht. Und zum Beispiel eben auch, was der für eine Orbit hat und alles. Also wirklich, das ist zeitaufwendig gewesen. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und zu guter Letzt noch einmal Horizon Zero Dawn. Und wie man hier sieht, die CD ist eigentlich genau gleich gehalten wie das Cover, farblich. Also sehr schön. Und was mir eben hier dabei eben auch gut gefällt, bei dieser Complete Edition, ist, dass alle Zusätze bereits auf der CD drauf sind. Also es gibt jetzt nicht irgendwelche Download-Codes,
wo man dann noch umständlich im PlayStation Store das ganze Zeug dann muss abladen. Es ist quasi ein bisschen wie bei Borderlands, oder? CD reinschmeißen und los geht's. Und genau gleich auch wie im Mass Effect Andromeda mit dem ganzen Erkunden, freue ich mich auch schon bei Horizon Zero Dawn auf die ganzen Erkundungen und alles Lernen über die Spielwelt. Das wird auf jeden Fall eine ziemlich interessante Vorfasnachtszeit. Ja, und das wäre es jetzt also gesehen. Meine kleine Game-Bestellungspräsentation. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr wisst jetzt mal wieder, was ich gerade so am Zocken bin. Von dem her sage ich danke fürs Reinschauen und bis ein andermal.